Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion und es ist mal wieder Vorlex-Zeit. Wir freuen uns alle tierisch und mein Name ist Corby. Mit dabei heute der Mike. Servus und Habidere. Ja, servus Mike. Und sind wir halt nur zu zweit, oder was? Ja, heute ist Date Night. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass in der letzten Vorlex-Folge, wo wir nur zu zweit waren, wir irgendwie kurz davor waren zu streiten, aber ich weiß nicht mehr genau warum. Meinst? Ich weiß nicht, bei uns ist doch immer eigentlich Harmonie, oder? Ja, es gab mindestens mal eine Vorlex-Folge, da haben wir uns miteinander angelegt, aber... Ja, das war die mit dem Lego-Movie. Also das dann zu sagen, das verdränge ich immer gleich aus meinem Hirn. Erinnere mich lieber oder eher an die schönen Sachen mit dir. Oh, schön. Sehr schön. Hast du ein paar schöne Sachen denn im September erlebt? Ja, auf jeden Fall. Und auch viele schöne Sachen gesehen, dass ich direkt ein wenig spekulieren habe müssen, wo sie jetzt da in der Folge unterbringt, dass die nicht 4 Stunden dauert. Okay. Ja, weil ich einige gute Filme gesehen habe und auch ein paar richtig schlechte, von denen ich gewarnt gehört, aber sonst war eigentlich alles ziemlich cool. Bei dir? Ich bin, wie soll ich sagen, ein bisschen wieder in meine Nostalgie-Falle getappt. Ich habe nämlich jetzt angefangen gehabt mit der zweiten Staffel Digimon. Okay. Also Digimon Adventure 02. Daraufhin habe ich mal alle 6 Digimon Adventure 3 Filme angeschaut. Danach den Film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Und ja, schade, dass du jetzt gerade den Blick von Mike nicht sechst. Dem fallen gleich die Augen raus. Und aktuell bin ich tatsächlich dabei, zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben Digimon Tamers zu schauen, wo ich das Rätsel gelüftet habe, was Tamers eigentlich bedeutet. Das heißt nämlich Züchter. Okay. Und ich bin ein bisschen überrascht, weil ich habe eigentlich mich fest drauf verlassen, dass der Kanye dabei ist. Mit dem hätte ich dann vielleicht so ein bisschen in dieser Nostalgieblase mich aufhalten können. Aber ich will die halt echt deswegen gar nicht quälen. Ihr habt das jetzt alles gehört, was ich gesehen habe. Ich werde später schon zumindest über Digimon Adventure Last Evolution Kizuna reden, weil der Film mich zerstört hat. Wow. Ansonsten habe ich die Tage genutzt, praktisch bis zum Schluss vom September, weil das ist eine Zilata Insider-Information, die ihr hier exklusiv in diesem Podcast hört. Wow. Wir hätten eigentlich schon letzte Woche aufgenommen. Eigentlich. Aber heute ist der 30. September und das haben wir natürlich voll ausgenutzt. Wir haben nochmal richtig viel nachgeballert. Vollgas. Dadurch habe ich tatsächlich nur mal ein paar neue Sachen sehen können. Unter anderem habe ich dadurch eine Doku dabei. War das die Überraschung, die du gehabt hast für mich, oder was? Alles sind Überraschungen. Ja, halt wieder super. Ja, und mit der da die jetzt ganz gern starten. Bitte. Das Schlimmste zuerst. Und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht mache ich da nochmal eine extra Folge drüber mit dem Seppi. Okay, gleich so, war das so gut. Und zwar eine Doku vom Chris Smith, der ist bekannt für die Fire-Doku, die ich hier auch schon mal in den Podcast erwähnt habe. Und es ist eine 6-teilige Mini-Dokumentationsserie über Vince McMahon. Das sagt mir jetzt was. WWF. Deswegen Seppi, okay. Ja. Catchen sagt man da. Catchen, Wresteln. Und da ich ja, wie ich mich in der 200. Folge geoutet habe, 0,0 in dieser Materie auskenne, war das alles für mich ziemlich verrückt, was ich da gelernt habe. Okay, und was hast du jetzt gelernt? Ja, diese Anfänge von der WWE, beziehungsweise, dass der Vince McMahon da die Firma, also die Firma, wo gecatcht wurde, in die 70er, 80er, irgendwie so, sein Bub abgekauft hat und dann da mit dem Hulk Hogan und so dann schon losgelegt hat und dann hat er das immer größer gemacht und er hat da die Tabus gebrochen, weil eigentlich war das so, dass du Amerika in verschiedene Wrestling-Areas unterteilen hast, Kenner, und da gab's so die Vereinbarung, Corner wrestled woanders, ne? Das macht man nicht. Und da hat sich der Vince gedacht, hahaha, das mache ich schon.
und dadurch ist er eigentlich berühmt geworden, dadurch, dass er die ersten Tabus gebrochen hat. Und später ist er natürlich dann richtig berühmt geworden, indem er dann als eigener Charakter bei diesen WWE, WWF Veranstaltungen dann aufgetreten ist, selber mitgewrestelt hat, seine Kinder und seine Frau damit einbezogen hat, lauter verrückte und kranke Sachen gemacht hat. Sehr empfehlenswert. Also ich war wirklich baff und ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jetzt da doch irgendwie ein Wrestling-Fan bin, aber ich fühle mich jetzt mehr abgeholt. Okay. Ist ja schön. Hast du da irgendwie tatsächlich als Jugendlicher dir da was angeschaut? Als Kind. Als Jugendlicher kind? Dann schon nimmer. Also okay. Das bei mir war das die WWF, hat das bei mir damals noch geheißen. Eben wie du sagst, eben mit Hulk Hogan und Undertaker und Yokozuna und die Nasty Boys und die Golden Era, sage ich jetzt mal, also da wo die Großen hergekommen sind. Das war irgendwie so ein RTL 2 Ding, glaube ich, immer so Samstag auf Nacht und wenn ich da bei meiner Oma war oder irgendwo, dann habe ich das auch schon dürfen. RTL 2 ist das Klaffer? Das ist nämlich immer wirklich als spät gekommen. Ich glaube, also das ist 30 Jahre locker her. Locker. Ich hätte das jetzt Vollgas in MTV reingesteckt. Nein. Das einzige, was du in der Art gesehen hast, war Celebrity Deathmatch. Aber so Wrestling war jetzt der MTV eher nicht so. Aber ich habe das fake geschaut und ich habe ein Stickeralbum. Ich glaube, ich habe das Stickeralbum immer noch mit den geilen Battle und die geilen Wrestler. Und ich habe sogar noch ein komplett Set Karten, Trading Cards von der WWF, die habe ich auch noch irgendwo. Da gab's Trading Cards? Ja, natürlich. Da habe ich ein komplettes Set von der WWF und ein komplettes Set von Akte X, erste und zweite Staffel, habe ich die Sammelkarten habe ich noch. Von Akte X gab's auch Trading Cards? Ja, so alt bin ich schon. Oh, leck. Okay. Ja, also da war ich infiziert. Mit so Sammelgeschichten, da hast du mich schon immer haben können. Also ich fand es auf jeden Fall total faszinierend, wer dann wieder zu wem gewechselt hat und dann... Ja, wer mit wem verwandt, verschwägert war. Dann wieder beste Freunde, dann Blutfäden. Hey, der hat gegen seinen eigenen Bur gewrestelt und hat den niedergemacht ohne Wahnsinn. Ende. Wo man sich dann fragt, Alter, was geht ab? Oder dann seine Tochter in der Serie, also nicht Serie, Show. In diesem... Sag's Show. In der Show verheiratet oder dann mit einer anderen rumgemacht vor seiner betäubten Frau. Und also, was geht eigentlich? Und ich bin dann da gesessen, das ist dann sowas, das kann ich immer nicht glauben. Weil die Serie, also die Doku, behandelt halt nicht nur, was ist jetzt der Wrestling technisch alles passiert, sondern natürlich auch das Unternehmerische von ihm. Ja. Und dann, wenn er wieder verklagt worden ist und was weiß ich. Und ich versuche dann immer Parallelen dann zu finden, wo man sich dann denkt, okay, es ist eigentlich ein Geschäftsmann, aber der lebt das halt und der verdient damit wahrscheinlich ein Schweinegeld, aber trotzdem, der geht halt Vollgas über Leichen. Völlig irre. Aber du weißt aber schon, dass es inszeniert ist, oder? Ja. Oder war? Da haben sie halt dann auch praktisch den Bruch dann irgendwann gesagt, dass das zum ersten Mal dann so den Menschen klar geworden ist. Was? Es ist inszeniert. Wow. Die krassen Unfälle, die natürlich dann da drin auch passiert sind. Ja, wir haben das letzte Mal schon drüber geredet, kann man ein Doku spoilern, aber es ist ja unter anderem einer gestorben. Okay. Und das sind halt dann alles so Sachen, wo man sich halt dann auch denkt, boah, ist es das echt wert? Ist es diese Scheiße echt wert? Irre. Ja, aber man muss aber auch sagen, immer Respekt vor diesen Athleten, sage ich jetzt einmal, und schauspielerische Leistungen, die da abgeliefert haben. Künstler, sie nennen sie selber Künstler. Bitte, bin ich auch dabei. Vor allem, wenn du das also sagst, wenn da einer von dem auf den anderen drauf springt, aus der anderen Ecke vom Ring oder so und springt ihm vor ins Gesicht und dann bumm, auf die Bretter oder beim Leitern-Match oder eine Rage in the Cage oder wie das ganze Zeug geheißen hat. Die haben sie wirklich brutal angehauen, wo du sagst, ja krass, der muss sich doch jetzt irgendwie weh da haben. Aber durch das, dass die so starke Athleten sind, haben die das wirklich bis zum Exzess geübt und haben das da richtig geil performt. Und das finde ich schon super. Vor allem, dann haben sie ja ein paar Regeln dann eingeführt, so nach dem Motto, man darf nicht mehr mit dem Stuhl auf den Kopf draufhauen. Und dann regt sie da auch auf, das war mein Markenzeichen, der Undertaker, das war mein Markenzeichen, und dann nehmen sie mein Markenzeichen weg. Ja. Ich denke, Alter, bist du denn schon 800 Mal gestorben? Ich hab den gesehen und hab mir gedacht, Moment einmal, Undertaker, das haben sie doch bei mir in der Realschule verzeiht, dass der gestorben ist. Du, ich glaube, dass der erst vor 3-4 Jahren in Rente gegangen ist. Also den hat's ja, der hat Generationen, hat der begeistert. In Generationen ist er mindestens einmal gestorben, ja. Öfter. Und dann war er einmal,
Verschiedene, hat er mit einem Bruder gehabt, einen Kane, der dann, kennst du Kane? Na. Der hat er dann quasi aus einer Gesichtsmasken gehabt, aus einer Platte, oder hat dann eine lange gehabt und dann eine kurze gehabt. Er hat dann die Horrorfilme hat er mitgespielt, in See No Evil 1 und 2 zum Beispiel, da war er dabei. Der war dann mal der Bruder vom Undertaker und lauter so Sachen. Ja. Ja, das habe ich auch alles gewusst, wenn man sich das anschaut. Gut, das hat bei ja der Ding verzeiht, der Seppi, dass der The Rock dann unter anderem dabei war, aber auch der John Cena und so, das habe hab ich auch alles gewusst. Ja, die kommen daher. Was ist eigentlich los? Ja. Hulk Hogan, für mich ein absoluter Held. Schau dir den Typen an. Super. Der sieht heute so aus wie früher. Ja, das stimmt. Unglaublich. Also, das ist eine Doku, ich glaube, die hätte dir auch Spaß gemacht. Die hättest du wahrscheinlich gern mit mir angeschaut. Ja, das war jetzt wirklich mal interessant, weil da hätte ich wirklich dann auch mal selber Bezugspunkte dazu und ich habe Wrestling wirklich voll gern angeschaut. Also das war so ein Ding, habe ich nie verpassen dürfen. Dann hat es natürlich am Pausenhof keine andere Gespräche gegeben, wie dass der Undertaker wieder einen am Hals auf Tee gekommen hat und dann hat er voll abgeschmissen und dann hat er wieder seine Augen so auf Tee, dass alle dass nur das Weiße ausgeschaut hat und so. Das war geil, also als Kind, da haben wir ja übel ausgeflippt. Oder dann war ich beim Spätzi von mir und die haben die hat einen großen Bruder gehabt und die haben immer die Wrestling-Moves nachgemacht. Und der hat ihn wieder packt vor der Couch aber am Hals genommen und dann voll in den Tisch eingeschmissen im Wohnzimmer und sowas gesagt hast, wow, leck, alles verrückt. Wenn du das hörst, du weißt genau, wer du bist. Das ist aber auch das haben mir wirklich einen Haufen Kinder angeschaut und dann einfach nachgemacht. Ja, das war unser Jackass. Ja, okay, ob es das besser macht, weiß ich nicht. Was weiß ich. Kruzifix. Also, auf jeden Fall, Seppi, wenn du mich hörst, ich nehme immer nur gern mit dir eine separate Folge drüber auf. Ich glaube, unsere Zuhörer wollen das auch sehen und hören. Da darf ich nämlich dann auch sagen, das müssen wir dann eigentlich fast mit Video machen und dann wirklich einzeln diese Wrestler dann hergoogeln, damit man sich das anschauen kann, weil, bis du schon sagst, Künstler. Ja. Ja, anders kann man es nicht sagen. Was hast denn du für Dokus gesehen? Nee, kein Doku. Ich fange jetzt mal mit meinen 2 Arschbomben an, würde ich jetzt mal fast sagen. Und zwar habe ich gesehen Apartment 7a. Apartment 7a. Das Prequel zu Roman Polanskis Rosemary's Baby. Oh. Laufzeit, was war's der Geier, letzte Woche, glaube ich, auf Paramount Plus. Und das war nix, Freunde. Den könnt ihr euch schenken. Also der hat null eigene Ideen, das wirkt eher wie ein Remake von dem Polanski-Klassiker. Ich glaube, die wollten ein wenig so mitschwimmen auf diesem Erfolg von The First Omen, der ja wirklich voll stark war und auch voll als Prequel ganz stark funktioniert hat. Aber wie gesagt, es hat kein Mensch gefragt nach einem Prequel zu Rosemary's Baby. Und das ist so dementsprechend ist das Ding Eindhosen gegangen. Das ist absolut unterdurchschnittlich inszeniert. Es ist kein schöner Film. Er spielt in die 60er Jahre irgendwie, das gespannt zu keiner Zeit. Außer dass leider wegen so Otzung sein, aber vom ganzen Gefühl her, das kommt nie auf. Das Gefühl von die 60er, 70er Jahre und so. Er ist absolut gewollt. Der möchte so gern wieder so sein wie der Originalfilm. Und das macht noch halt dann so einem richtigen Speichellecker-Film. Was du sagst, ja, dann schau ich mir halt lieber das Original an, bevor er mir jetzt das Ding da gibt, das eigentlich total langweilig ist. Eben, wie gesagt, keine Spannung. Das Original hat jetzt so eine coole, subtile Bedrohung die ganze Zeit aufgebaut, weil diese Rosemary in diesem riesigen Haus war mit den ganzen reichen Elternherrschaften und so, die sie alle augenscheinlich so gut mengen und so und hin und her und wo es dann schon gespannt hätte, wie bei Midsommar, aktuelles Beispiel. Das stimmt irgendwas nicht und du hast immer so ein Gefühl von Angespanntheit und so. Und das fällt halt da komplett, weil du weißt, wir wissen es ja eigentlich schon von Haus aus, was mit den Leuten los ist, weil es ja ein Prequel ist und im Idealfall kennt man ja diesen Klassiker Rosemary's Baby, oder Corby? Ich habe den ein einziges Mal gesehen, ja. Ja, das ist ja schon mehr Epsi. Ja. Und Roman Polanski macht sehr gute Filme. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, jetzt in diesem Fall eher kann man sich schenken. Die Darsteller sind die machen eine Sache cool. Das ist der einzige Pluspunkt von dem Ganzen. Aber wie gesagt, Spannung kommt nicht auf. Es ist eine ziemlich langweilige Geschichte. Das Ende ist dann also so lala, weil sie im Endeffekt im Originalfilm schon angeschnitten wird. Es wird ja mal erwähnt
in so einem Nebensatz, was in dem Film alles passiert oder was mit der Vormieterin passiert ist und so. Also weißt du ja eigentlich schon, was los ist. Ja, und hat der Polanski irgendwas damit zum Tor? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass dem, seit der im Exil lebt, seitdem meine ich, macht der nichts mehr, oder? Ich weiß nicht. Der darf ja nicht mehr aussehen irgendwo, weil sonst spüren sie ihn ein, oder? Der hat doch im Exil. Hat er da was gemacht seitdem? Gott sei fix, wie heißt denn der nur in der einen Wohnung spielt? Gott des Gemetzels. Ja, Gott des Gemetzels. Ist es der Polanski? Genau. Ja. Okay. Weiß ich nicht, ob das zu der Zeit war, wo er schon im Exil war oder was, keine Ahnung. Doch. Ja? Ja. Ja, nein, also wie gesagt, also da ist jetzt auch nichts gestanden. Das einzig bekannte Name, jetzt lass mich schnell überlegen, wer ist denn da gestanden? Ja, Krasinski, der wo Ding gemacht hat, A Quiet Place, John Krasinski, der hat den produziert. Das war jetzt so der einzige große Name, den ich jetzt da im Abspann rausgefiltert habe. Der hat seit Gott des Gemetzels nur 4 Filme gemacht. 2013, 17, 19 und 23. Letztes Jahr ist The Palace rausgekommen, ja. Aber die kämen nirgendwo raus, oder? Ich hab da schon ewig nichts mehr gehört. Na gut. Aber ich wüsste ja nicht, dass der damit was zum tun hat. Das war halt einfach so ein Cash-Grab. Es ist wirklich, die wollten auf dieser Welle, The First Omen wollten die mitschwimmen. 100%ig. Die haben gesagt, Oleg, der Film schlägt ein, der kommt gut an. Nur, dass halt The First Omen eigentlich auch ein paar coole Ideen gehabt hat, eigene Ideen gehabt hat und sie einfach ein Abkommen hat von dem Donner-Klassiker und ja. Wie gesagt, wenn man ein cooles, verspätetes Prequel sehen mag, dann First Omen, aber Apartment 7a, den kann man sich hübsch schenken. Okay. Und ich habe nur einen ganz schlechten, ich darf nicht zwar schlechten auf einen Schlag machen. Ja, natürlich. Mike, du darfst bei mir alles. Sehr schön. Ich habe noch ein Ding gesehen, Tide heißt der, da haben wir einen Screener gekriegt. Das war Wahnsinn. Also das ist ein Film, da schaust wirklich Leute durch den Matsch wandern zu, 3/4 Stunde lang. Dann meinst du, glaubst, du checkst, was in dem Film jetzt passiert und dann wird es so schlecht auf einmal, dass du sagst, ja, hoffentlich sterben sie alle ganz schnell und grauslich, dass der Film ganz schnell vorbei ist. Hallo. Der Film kann auch heißen, unendlich unsympathische Menschen wandern durch den Schlamm und am Schluss gingen sie im Finstern unter. Und das ist eigentlich alles. Also der Schauplatz von dem Ganzen, das ist in Frankreich, glaube ich, in so sagst, dass ein altes Kloster ist. Das ist eingeschlossen von Mauern und das ist quasi, da ist Ebbe und dann kann man da hinwandern. Wattwandern zu diesem Kloster hin. Und dann ist aber so, dass da, wenn die Flut kommt, dann musst du aber schauen, dass ganz schnell die schleichst, weil da kommt das Wasser dann so schnell und so hoch, dass du quasi ein Problem kriegst. Und dieses gibt's wirklich, das ist eins von die... Ist das der Spannungsbogen? Einer davon. Okay. Werden die noch von irgendwas verfolgt? Weiß ich nicht. Das, was er einen Arsch aufreißt, haben sie eigentlich schon dabei. Sagen wir es mal so. Aha. Okay. Und der Film möchte die ganze Zeit auf irgendwas raus, dass du meinst, okay, in einer Szene, die macht überhaupt keinen Sinn, gleich am Anfang, da wandern sie durch den Matsch und dann siehst du auf einmal eine Hand rauskommen und die geht dann wieder unter. Dann denkst du, oh lecker, kommt dann Monster oder was weiß ich, irgendwas. Das wird nie mehr erwähnt, scheiß der Hund drauf. Das war das wirklich das einzig coole Gewesen irgendwie, wo man sagt, okay, ja, scheiße, da kommt Apps. Der Descent gerade an so einem Watt und da bei dem Kloster und da kannst du coole Sachen machen. Einen Scheißdreck machen ist gar nichts. Die Hand kommt da raus, so wie bei Return of the Living Dead 2 kommt außer, sucht sein Brühen, nimmt sein Brühen und ab und Hand wieder rein, dann war's es. Das, ja, schrecklich. Und wirklich die erste 3/4 Stunde wandern die durch diesen Watt und dann streiten die sich nur, weil eine sagt, das ist super, das ist auch super. Die vergisst, ihr Mo sagt zu der Frau, ja, du nimmst jetzt diese Tüte mit, weil da haben unsere Wurstbrote drin, die grüne Tüte. Was nimmt sie? Die andere grüne Tüte, weil da eine Taschenlampe drin ist. Zack, eine. Und dann sagt er nur so unterm Geh, ja, hey, Gott sei Dank, dass du unser Brotzeit einpackelt hast. Nein, ich habe Taschenlampen dabei, keine Brote. Und was sagt, was ist denn los? Sie haben 2 grüne Tüten und in einer ist die Taschenlampe, in einer ist das Essen und sie nimmt die Taschenlampe mit. Wow, dann das nächste, dann heißt ja, wir haben ja gar nichts zum Essen dabei, dann kommt die andere und sagt, ja, du kannst da von unser Wurstbrot, nein, der Mo kommt, der andere Mo, weil es halt 4 Leute, die da unterwegs sind, dann heißt, ja, du kannst da von unser Wurstbrot haben, wir haben ja 4 Stück. Dann kommt die Freundin von dem und sagt, du kannst halt einfach mein Wurstbrot herschenken, ich wollte 2, ich hab voll den Hunger. Also, solche Dialoge haben wir in dem Film, also das ist unfassbar. Sie versuchen diese erste 3/4 Stunde mit Scheiße zu füllen, weil sie nichts haben. Ich finde die super. Echt krass. Dann kommt dieses wirklich coole. Jetzt schon.
dieser coole Schauplatz vor diesem Kloster und da sagst du, wow, ich hab dann bei Google geschaut, weil der Film hat sich ja wegen hergeben, dass man ein bisschen Zeit hat, dass man ein bisschen googeln kann. Das ist wirklich eins von diesen 7 Weltwunder, oder was das sind. Wie viel sind es? 7 Weltwunder? Ja. 9, 8, 12. Ich weiß Ja, nicht, 7. schaut's selber 7, noch. 7 klingt gut. 7, ja. Und dann sagst du, ja cool, das war wirklich einmal so ein Ausflugsziel, wenn du wirklich einmal in Frankreich bist oder so. Und dann verhält sich eine von den Mädels ein wenig komisch und dann verpassen sie den Anschluss an einer Wattwandergruppe und dann verlaufen sie total und dann wird's finster und dann gehen sie alle unter und Scheißdreck. Also dieser wirklich unter aller Kanone. Am Schluss sechst dann gar nichts mehr, da ist dann alles schwarz, weil dann stehen sie bis zur Hüften im Wasser und der eine sagt, jetzt kehre ich um und sagt der andere, ja, wo kehrst du denn hier um? Du weißt doch gar nicht mehr, wo du hingehst. Dann ist es halt finster. Ja, und das ist dann aber auch nicht mehr gruselig. Da sagst du dann nur, wow, bitte sterbt's alle ganz schnell, dass der Film ganz schnell vorbei ist. Und dann diese letzte Note, dieser letzte Schlussakkord, sage ich jetzt, den der Film noch hat, dann sagst du auch, oh, warum jetzt das? Das hat jetzt bis jetzt überhaupt keinen Sinn. Ist nie irgendwie angeschnitten worden, was jetzt da macht. Es macht doch jetzt auch keinen Sinn mehr, die letzten 10 Sekunden. Also vergesst das. Also Tide heißt das Ding. Und scheint Weltklasse zum sein. Ja, ich weiß nicht. Langweilig, hölzern und man gespannt, dass da wirklich kein Konzept dahinter war. Also das ist wirklich die einzige, was die gehabt haben, wie es den Film draht und gesagt, hey cool, dieses Kloster nehmen wir her als unseren Aufreißer und diese Flut- und Ebbe-Geschichte. Und alles andere, scheiße, wir haben gar keine Geschichte nicht. Ja gut, jetzt laufen wir mal durch den Bad und dann überlegen wir uns was. Und so haben die Dialoge auch. Cool. Wie lang dauert der Film? Zu lang. Ich glaube, das waren jetzt 80 Minuten, irgendwie, das Ärgernis ist dann recht schnell vorbei. Aber es ist wirklich zum Fremdschauen. Wirklich eine richtige Grütze. Es tut mir leid. Das waren jetzt meine 2 Arschkrampen des Monats. Und wir steigern uns noch. Da muss ich jetzt auch mit was Schlechtem weitermachen, oder? Musst nicht. Aber Du kannst da die Stimmung ein wenig heben. ja, es ist ja ein bisschen heben. Vielleicht hast du es auch dabei, ich weiß nicht. Okay. Ich habe jetzt, weil es bei Disney Plus verfügbar war, Inside Out 2 beziehungsweise Alle steht Kopf 2 mir reingezogen. Oh, erzähl. Ich bin heiß. Ja, und meine Begründung ist eigentlich ein bisschen lächerlich, weil ich finde den Film zu überspitzt comichaft dargestellt. Oh, scheiße, ist ein Kinderfilm. Ja, genau. Ich sage ja, aber tatsächlich empfinde ich so, das stört mich. Nee, hast du einen ernsthaften, gescheiten Kinderfilm, oder? Na, es ist so, Alles steht Kopf 2 nimmt halt den ersten Film und haut nochmal eine Schippe drauf. Okay. Zumindest, wenn es um diese ganze Welt im Inneren geht. Die Story drumherum, also ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis, es geht dann natürlich so ein bisschen ums Erwachsenerwerden, also Teenageralter, frühes Teenageralter. Ja. Die Riley begibt sich mit 2 Freundinnen in ein Ferienlager, wo sie dann Schlittschuh fahren darf. Also Eishockey spielen, nicht Schlittschuh fahren, sorry. Und da passieren halt verschiedene Sachen, weil sie kommt jetzt in die Pubertät. Und das ist natürlich so das große Aufregungsthema im Inneren. Mhm. Und da kommen dann wieder neue Emotionen dazu und das ist dann auch teilweise ganz lustig und was weiß ich. Aber die Story dann, was die machen müssen und ihre Reise und was die halt dann da wieder treffen und dann kämen da tatsächlich ja Comic-Stil-Mittel dann da drin vor. Okay. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Film für Kinder immer nur bombenmäßig ist und er hat seine 1,6 Milliarden verdient, die er eingespielt hat. Ist ja alles schön und gut. Aber so sehr ich mit dem ersten Teil, den ich damals wirklich als sehr, sehr, sehr gut empfunden habe und da mitgefiebert habe, da kann der mich jetzt nicht mehr abholen. Und ich finde es ja krass, Alles steht Kopf. Was du, ohne dass du jetzt nachschaust, wann der rausgekommen ist, also der erste. 2018? 2015. Boah, das ist ohne Schmarrn. Das ist einfach fast 10 Jahre her. Krass. Das ist echt. Ja, also ich bin da auch teilweise halt dann so, dass ich mir dann denke, ja, okay, ich habe eigentlich ja schon keinen Bock gehabt, dass ich mir den ersten dann nochmal vorher anschaue. Ja. Und bei dem Zwarer, klar, es ist diese typische Pixar-Formel. Natürlich schaffen die das dann zum Schluss raus, dass du dann da sitzt und der denkst, oh, wie traurig, schön, oh, Pixar,
Formel wieder mal erreicht, keine Ahnung. Aber ich bin dann langsam gedacht, ja, eigentlich, wenn sie das wieder gut gemacht haben zum Schluss raus, fand ich den Rest so belanglos und teilweise wirklich störend. Okay. Und also es ist wirklich so, und da beschimpft's mich von mir aus auch in die Kommentare, was weiß ich. Keiner hat sie beschimpfen. Doch, das sind einige dabei. Traut sich keiner. Alles zusammen. Karl Wallmaus, ich meine dich. dass das natürlich bescheuert ist, aber ich fand den zu comichaft. Okay. Ja. Schade. Also ich habe jetzt auch noch auf der Liste, wir wollten jetzt letztes Mal mit den Kindern anschauen, aber die haben sich ja doch für Shaun das Schaf entschieden, UFO-Alarm, und ja, dann hat es den gegeben. Da habe ich wieder Fake gelacht. Aber ich habe mir das schon fast sowas gedacht, weil der erste Film, der war ja auch wegen, ja, also für Kinder, sage ich jetzt mal, ist der Mama ja schon ein bisschen kompliziert mit diesen Gefühlswelten und so. Und jetzt, wenn das dann nur abgleitet, ein bisschen so ins, ja. Pubertät. Ja. Also es ist jetzt, es kommen jetzt keine sexuellen Spannungen oder sowas vor, ja. Aber es ist teilweise schon so, dass ich mir dann denke, ja okay, wenn da jetzt Kinder drin sitzen, weiß ich nicht, unter 10 Jahren, checken die das eigentlich? Also checken die diese menschliche Handlung? Ja. Ja, glaube ich, dass das schwierig ist. Aber du, der Wirtschaftskorbi sagt mal wieder, kein abgesetzt. Der Erfolg gibt ihnen ja recht, 1,6 Milliarden. Das ist verrückt. So irre. Ja. Das habe ich auch gehört, dass der so krass Kohle gemacht hat. Wahnsinn. Musst mengen. Aber du, schau dir mit deinen Kindern an. Darf mich dann echt interessieren, wie die den gefunden haben. Also ich werde mir den noch wegen, also ich habe jetzt mit meiner Frau ausgemacht, beschauen wir jetzt die damit zuerst miteinander und dann mit die Kids später, weil wie gesagt, jetzt wird es dann ins Teenageralter und dann Interesse anderes Geschlecht und hin und her. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das... Das haben sie geschickt gemacht, weil es ist ein Mädchen-Highschool, wo die dann sind. Okay. Also die Thematik kommt so gar nicht auf. Im Inneren kommt dann schon mal so ein bisschen eine Crush-Thematik dann auf. Okay. Du weißt, was das bedeutet, oder? Ich weiß das. Ja, bin ich da. Gut. Ja, wenn's ihr, liebe Hörer, das nicht wisst, schreibt es in die Kommentare, fragt's nach, wir erklären euch das dann. Ja. Kabi macht das. Kabi übernehmen sie. Okay, genau. Aber der Kontrast ist einfach so krass. Zwischen dem, Pubertät, jeder, der das schon mal durchlebt hat, weiß, wie ätzend das ist. Und gleichzeitig halt diesem kunterbunten, putzig süßen im Inneren und okay. Ja, schade. Aber bin gespannt. Also, ich werde mir jetzt auch noch einbauen. Und dann werde ich es euch sagen, wenn es euch interessiert. Macht es. Wenn es euch nicht interessiert, jetzt sei es auch. Geil. So, dann, du steigerst die jetzt auch wieder ein bisschen, oder? Ich steigere mir jetzt. Wo warten wir jetzt durch? Durch einen Friedhof. Oh. Und zwar habe ich einen koreanischen Film geschaut. Der nennt sich Exhumer. Und da geht es quasi darum, dass er so eine Spezialeinheit, hätte ich jetzt fast gesagt, dass so ein Team von Schamanen, Exorzisten und allerlei paranormale Spezialisten machen sie zum Auftrag, böse Geister auszutreiben und Familien von Geistern zu befreien, die gehackt werden. Nicht gehackt, sondern kickt. Also bei uns sagt man da kickt, die werden tratzt von Geistern und so. Und da ist dann sind der Sam und der Dean auch dabei. Ja, ich wollte jetzt diesen Supernatural-Vergleich gerade nicht bringen, aber es ist eine koreanische Version. Also es geht schon, es ist nicht so cool, aber dafür ist es eher so, durch das, dass das so diese exotische Note hat, also wie beim The Medium, dass du da diese Rituale hast, das wo für uns Europäer halt total exotisch ist, was die da abziehen. Es ist halt nicht der normale Exorzismus oder eine normale Austreibung, sondern da ist halt mit Tanz und Geschrei und allerlei bedeutungsschwangere Sachen, wie bei The Medium, wie gesagt, oder bei The Wailing, so eher geht's da in die Richtung. Nur, dass der Film brutal unterhaltsam ist, er ist ein wenig so in zwei
Kapitel einteilt. Am Anfang siehst du, dass eine Familie wird eben heimgesucht von einem Geist, vom Urgroßvater. Und dann müssen die quasi, und es geht dann quasi so darauf aus, dass das Kind, also ein Neugeborenes, sterben wird, weil dieser Geist für diesen Großvater auf dieses Kind so stark einwirkt. Und dann kämen die quasi auf diesen Friedhof und das ist quasi ganz abgelegen und das kommt einer schon ist sie ganz seltsam vor. Und das Geile ist da, die werden schon so eingeführt als die ultimativen Profis und das ist schon 1000-mal gemacht und ach ja, dann graben wir es wieder aus und dann salzen wir es, verbrennen wir es und dann machen wir unser Ritual und dann gehen wir wieder. Nur da spannst dann schon in dem Moment, wo dieses Tor aufgeht und die fahren da in dieses riesige Anwesen, wo an diesem riesigen Berg nur ein Grabstein umsteht, dass denen total unwohl ist. Und das ist halt so cool, weil der Film mit sowas eben arbeitet und da kriegst du selber halt auch, dass du sagst, ja, okay, scheiße, was ist da los, was gespielt der? Was ist da los, was diese Profis jetzt so aus der Fassung bringt? Das fand ich schon mal mega gut. Und dann ist es halt so, dass dieser Großvater da ausgegraben wird und behandelt wird, nur das ist nur der Gipfel vom Eisberg, weil auf diesem Grabhügel existiert noch was anderes, noch was Schlimmeres. Und das ist dann eben der zweite Part von dem Film. Und der eskaliert dann mehr. Am Anfang ist das noch eher, ja, so creepy Grusel. Und am Schluss sagt man dann schon auch mal was, da wird's dann auch ein bisschen blutig. Aber wir haben dann auch diese Art, wie sich halt auf diese exotischen Art und Weise, wie die sich die Geister vorstellen, die Motivation vor die Geister und so. Und das ist halt schon mega. Also das war wirklich dann voll gruselig. Am Schluss, am Anfang hast du dieses Unwohlsein. Am Schluss wird's dann schon gruselig und ein bisschen Action ist dann noch mit dabei, ein bisschen Blut, wie gesagt. Und ich fand das super. Also mir hat dermaßen gut unterhalten, ne? Stark, kann ich nur empfehlen, Exhuma. Und ich hoffe halt auch, dass da noch eine Fortsetzung kam. Du kannst jetzt da mit diesem Thema kannst du einiges machen. Ein paar von diese Profis überleben das Ganze auch. Und man kann da super weitermachen. Echt stark. Jumpscares und so sucht man vergeblich. Da ist wirklich der Fokus auf Spannung, Atmosphäre, auch eben der Fokus auf die Figuren, die total sympathisch sind. Du hast verdammt wenig Overacting drin, was ich schon mal sehr gut finde, weil es ja doch alles sehr geerdet ist, das ganze Thema. Also wer The Medium schon 1000-mal gesehen hat und wieder mal einen exotischen Exorzismus, Geister-Austreibungsfilm sehen möchte, der soll jetzt die Exhuma anschauen. Ist aber kein Found-Footage, oder? Nein, diesmal nicht. Weil, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, dass sie das natürlich sehr gut für das Format anbieten. Voll, das stimmt. Aber du hast mal auf jeden Fall da Bock drauf gemacht. Also das definitiv. Ich hoffe, weil der ist wirklich wert. Kennst du von dem Regisseur noch andere Filme? Ich habe geschaut, da haben einige Filme bei uns noch nicht rausgekommen. Also das ist jetzt einer von den ersten, die jetzt auch synchronisiert rausgekommen sind. Und mit den anderen Sachen, ich habe die schon auch am Schirm, nur da gibt's noch nichts. Weil da ist Swaha oder Swaha, The Sixth Finger, The Priest. Ja. Macht auf jeden Fall einen ziemlich geilen Eindruck. Hab ich Bock drauf. Volle Empfehlung. Wo kann man den sehen? Den habe ich mal gekauft, ne? Oh. Den habe ich mir halt leider ganz traditionell gekauft. Mei. Es tut mir leid. Okay, da kann man aber sie ja ausleihen bei Prime und bei Apple. Okay. Ja. 4 Euro, Leute, ist locker. Aber nicht kaufen, Leute. Kauft es nicht, weil die kennen euch trotzdem nicht. Auch wenn ihr es kauft, digital, die kennen euch trotzdem nicht. Wie? Ja, du, ich will jetzt mir eine CD von Rotten Sound, wollte ich mir wieder mal eine CD hören. Die habe ich mir auch damals nur als Download gekauft. Dabei klicke ich hier und möchte es runterladen, so, und dann heißt es ja, sie haben keinen Zugriff mehr auf dieses Album und so. Und dabei haben da irgendwelche Rechte erloschen oder was weiß ich. Jetzt habe ich keinen Zugriff mehr auf dieses Album, das mir 7 Euro, was weiß ich, gekostet hat. Unglaublich. Bam. Von wegen, das kehrt da. Scheißdreck. Ja, es ist mal schon bei ein paar Michael Moore-Dokus gegangen bei Prime. Aber mit den Dokus ist immer so eine Sache. Ja. Bis schaust du ans weg. Ja, ist echt brutal. So, jetzt muss ich wieder. Du weißt was, ich hau jetzt schnell noch den Digimon-Film raus. Ne? Hau aus hier. Ja. Aber bevor ihr darüber redet, kennst du dich eigentlich damit aus? Weißt du, was Digimon überhaupt ist? Ja, es ist so ein Ableger von Pokémon. Das ist nicht Pocket Monster heißt, sondern digitale Monster oder Digimon. Ja, digitale Monster, das stimmt, genau. Aber das ist schon alles sehr. Ich mache eine ganz kurze Erklärung. Der Unterschied ist bei Pokémon, die Pokémon können nicht sprechen und da geht es ja darum, ich fange die Viecher und dann bestreite ich mit denen Kämpfe oder whatever oder sammel die. Bei Digimon hast du einen Digimon-Partner und es gibt die Digimon-Welt und die normale Menschenwelt.
Und da bestreitest du zusammen mit deinem Partner und mit anderen, in der Welt heißen die Digi-Ritter, die Menschen, die halt dann die Besonderen sind, Abenteuer. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mir praktisch alles, was es von Digimon Adventure, das ist die erste Staffel, die eben dann nur ein bisschen weitergeführt wurde, mit einer zweiten Staffel und dann viel, viel später, 2015, nochmal mit 6 Filmen, diese Protagonisten, das haben wir mal alles dann reinzogen und weil er einfach gehypt mal wieder war, das wissen wir, wie geht's da weiter und schieß mich tot und da gibt's den Tai und den Matt. Das sind so die 2 Hauptcharaktere von, glaube 8 Charakteren insgesamt. Und die haben halt ihre zwei Digimon und die kennen dann auch, das ist auch das Besondere an Digimon, digitieren. Also die werden dann zu größeren Viechern. Da gibt's verschiedene Stufen. Und die können aber wieder zurück digitieren. Das geht bei Pokémon zum Beispiel nicht. Wenn die einmal entwickelt sind, ach so, dann bleiben die groß. Okay. Genau. Und Digimon können reden. Okay. Also die sind nicht ganz so dumm wie Pokémon. So, jetzt hast du da praktisch von deiner Kindheit hinweg diese Charaktere und diese Digimon kennen und lieben gelernt und auf einmal kommt dann nach diesen 6 Filmen, die auch so enden, dass man sich halt sagt, ja okay, die bestreiten bestimmt noch 800 Millionen weitere Abenteuer und haben Spaß, kommt da dieser Film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna und es ist laut Beschreibung das letzte Abenteuer dieser Digi-Ritter. Und tatsächlich endet der Film so, wie man sich die ganze Zeit wünscht, dass es auf gar keinen Fall so endet. Okay. Ist es quasi in der Szene ein bisschen ein Skandal oder was? Das weiß ich nicht, weil die zweite Staffel, das sind jetzt hier lauter Major-Spoiler, aber ihr könnt es sich trotzdem locker noch anschauen. Das schaut sich sowieso kein Mensch an. Ah, hast du eine Ahnung? Okay. Da sieht man am Ende dann, was aus all denen passiert, auch wenn die halt dann mal Erwachsene sind und da sind die komischerweise schon noch mit ihren Digimon dann unterwegs. So, aber jetzt dieser Film endet praktisch so, dass es halt dann heißt, es geht um die Thematik, die werden alle irgendwann erwachsen. Ah. So ab 21 sowas, weil die sitzen dann einmal da und trinken zusammen ein Bier und was weiß ich. Und dann gibt's ein Countdown. Und dieser Countdown wird halt versucht zu verhindern oder passiert dann nur Abenteuer drumherum. Aber sie können es nicht verhindern und am Ende gibt's dann einen sehr, sehr, sehr emotionalen Abschluss. Und ich bin dann da gesessen mit so einem ganz seltsamen, sehr mulmigen Gefühl, habe gedacht, oh fuck, ey, die zerstören gerade eigentlich meine Kindheit. Was ist los mit euch? Jetzt ohne Schmarrn. So krass. Ich fand's sehr, sehr traurig. Da finde ich auch, merkt man diesen riesen Unterschied zwischen der Pokémon und der Digimon-Welt. Es gab mal bei Pokémon am Anfang ein paar Folgen, die sind auch sehr traurig dann dargestellt worden, aber so, wie das Digimon immer wieder rübergebracht hat und auch in dem Film zum Abschluss gebracht hat, das sind emotionale Achterbahnen nicht schön. Okay. Nicht schön. Wir haben da einmal in, glaube ich, auch in einer Warlex-Folge drüber geredet oder so. Die sterben halt auch. Okay. Voll krass. Und die bringen da auch mehrfach ein paar um. Und ja, von dem her. Kann ich seinen Blick sehen, wenn er das sagt. Ja. Bitte brennt es nicht, wenn es Digimon nur schaut, dass da alle sterben. Papa. Ich muss sagen, als Kind habe ich das gar nicht so stark wahrgenommen, dass das eigentlich schon verdammt emotional ist. Und jetzt als Erwachsener, wenn du das dann anschaust und denkst, oh, das ist eigentlich, also weiß ich, wenn ich jetzt Kinder hätte, dann hätte ich gesagt, okay, der von das erst ab 12 oder so anschauen. So krass. Ja. Okay. Also, belehrt's mich ruhig, aber ich finde das schon, und Last Evolution Kizuna ist eindeutig für Erwachsene, meiner Meinung nach, weil es halt da wirklich um diesen Abschied geht. Und er ist sehr zu empfehlen, weil es ein schöner Abschied ist, aber ich wünsche mir, da gibt noch was. Aber das war jetzt wirklich das Letzte, oder wie? Der Schlusspunkt. Was jetzt diese Original-Digimon Adventure-Charaktere betrifft, ist das tatsächlich das letzte. Der Film ist von 2020. Man muss jetzt mal schauen. Man merkt halt, okay, sie haben mit der Digimon-Serie nach Adventure nicht mehr ganz so viel Erfolg gehabt. Ich habe ja gesagt, ich schaue mir jetzt aktuell Tamers an. Das hat zum Beispiel mit Adventure gar nichts mehr zu tun.
Also die bauen dann nicht mehr auf diesen Charakteren auf, sondern es fängt mehr oder weniger eine neue Story an. Und mit jeder neuen Staffel, die gebracht haben, haben die wieder von vorne angefangen. Und dadurch kannst du dir halt da nicht wirklich was groß aufbauen. Okay. Ich glaube, irgendwann haben sie aber dann trotzdem das wieder versucht und haben das in ein Multiversum gepackt und dazu solche Geschichten. Und seit 2015 haben sie dann eben wieder angefangen, diese Adventure-Reihe so stückchenweise fortzuführen. Und da haben die natürlich wieder einen Haufen Kohle eingespült, weil wir haben sie ja jetzt auch wieder gekriegt. Stark. Ich weiß schon, du kannst mit Animes allgemein nicht ganz so viel anfangen, aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich schon den einen oder anderen Hörer, der jetzt mit der Thematik sich vielleicht denkt, okay, habe ich gar nicht gewusst, dass es überhaupt nur Filme gibt und was weiß ich kenne nur den sagenhaft grausam dummen Digimon-Movie-Film. Ach, der war nix, oder was? Das war die westliche Version, einen Digimon-Kinofilm rauszubringen als Konkurrent zu den Pokémon-Filmen und haben dann 3 Kurzfilme aus Japan genommen. Okay. Alle 3, also eine ist actionreich, dann gibt es den Piloten und da gibt es einen Film, der ist eigentlich todtraurig und die haben den einfach so zusammengeschnitten, dass es halt ein großer, bunter, amerikanisch angehauchter Rap-Film ist und der ist total dumm. Das gefällt euch doch. Das Rappen, das gefällt dir doch. Das Rappen. Rappen. Ein Hibbidi-Hop. Nicht bei Digimon. Okay. Also, muss man auch dazu sagen, vielleicht mag ja der eine oder andere Digimon vor allem wegen der Musik. In den Filmen und in Last Evolution Kizuna gibt es sehr, sehr, sehr geile deutsche Versionen, neu aufgelegt von den ganzen aus der ersten Staffel. Super cool. Ich bin gehypt zum Leidwesen meiner Frau. Die hat jetzt schon einen zweiten Fernseher bei Amazon bestellt, oder? Dass sie wieder mal was Gescheites schauen darf. Die hat jedes Mal, bevor der Film losging, von mir eine Ansage gekriegt. Achtung, the following feature. Wenn wieder irgendjemand stirbt, wird nicht laut losgelacht. Es wird nicht gefragt, wie war jetzt das? Und es wird dann nicht mit den Augen gerollt. Sie hat jederzeit die Freiheit, den Raum zu verlassen. Es wird nicht mit den Augen gerollt. Ja. Stark. Unglaublich. Das ist wie wenn ich bei meiner Frau einen Film mit Bruce Campbell schaue. Da hast du echt? Wie blöd der wieder schaut. Der kann ja gar nicht gescheit schauspielen. Sag jetzt hier auf. Ja, Bruce Campbell wird nicht geschimpft. In diesem Haus nicht. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja wie behaupten, dass der Will Ferrell kein guter Schauspieler ist. Das stimmt. Und der Will Ferrell ist einer der besten Schauspieler der Welt. Tja, Leitsongs. So, was hast denn du da so gesehen? Ich darf jetzt einfach nur 2 Veranstaltungstipps schnell aushauen, weil das Fright Nights Filmfestival startet ja bald. Ja, in dem werden wir alle komplett vor Ort sein. Das komplette Viva la Movolution-Team zum Anfassen, Knuddeln, Liebhaben und Bier spendieren haben wir mir da. Ihr dürft uns einen 5er zustecken? Ja, aber er erwartet jetzt nicht, dass du was kriegst dafür. Aber kommt zu auf einen Ratsch, wir beißen nicht, nur auf Wunsch. Mhm. Und das Ganze findet von 16. bis 19. Oktober im Hollywood Megaplex in Pasching statt. In Österreich. Nur so viel einmal, also da ist einmal Premiere von dem aktuellen oder von dem neuen Olaf Ittenbach-Film, Levitia. Bam, bam. Ui. Ja, kein Scheiß. Also das Ding ist wirklich, oder wird jetzt wirklich fertig bis zum Festival und darf dann da gezeigt werden. Und was ja schon mal ein riesiger Grund ist, dass man da hinfährt. Und man muss ja sagen, wir haben schon sehr oft in dem Podcast drüber geredet. Schon, oder? Also Levitia ist eigentlich hier von Anfang an, seitdem der in den Drehganger ist, das hier schon gehypt worden. Ja. Und das ist eigentlich jetzt nur der faire Abschluss, dass wir den in so einer, ist das die Webpremiere? Wahrscheinlich? Ich denke, dass das der Start ist, ja. Wir sehen uns zum ersten Mal. Genau, haben wir eigentlich verdient. Unbedingt. Das, ja, richtig. So ein bisschen gar nicht gesehen, aber ja, Corby, du hast recht. Danke. Du hast recht. Wo es noch laufen wird, ist eine Vorab-Preview, also der läuft ja quasi, ich weiß jetzt nicht, wann er läuft, ich glaube, das ist irgendwie, Terrifier 3 läuft eben auch, nur eben dann vorm offiziellen Kinostart zum Beispiel. Es läuft dann noch ein Double-Feature von Terrifier 1 und 2. Und wie gesagt, schaut mal in das Programm rein, es laufen unglaublich viele coole Kurzfilme, richtig abgespacede und abgefuckte Langfilme. Schaut mal vorbei.
also schaut's vorbei auf der Homepage und dann schaut's im Kino vorbei, so. Und dann trinken wir einen. Und dann kommt's her und sagt, hey, ich hab euch gehört und wir kennen uns. Und nicht immer nur, hey, du bist doch der Kani von dem und dem, sondern einmal, hey, du bist ja der Corby von Viva oder der Mike, hey, hab ich dir. Auf jeden Fall, Leute, ihr wisst Bescheid, Friday Nights vom 16. bis 19. Oktober. Schaut's vorbei, zum Spaß haben. Und ich habe noch einen Veranstaltungstipp, und zwar am 10.10.2024 ist im Com-Kino in Nürnberg. Da kommt der Fabio Frizzi. Oh. Wisst ihr, wer der Fabio Frizzi ist? Na. Fabio Frizzi hat in, weiß ich nicht, in wahrscheinlich 50%, ja, sagen wir, weil die sind die meistens 20% von alle italienischen Horrorfilme aus den 70er und 80er hat er einen Soundtrack gemacht. Inklusive die ganzen Fulci-Klassiker wie die Geisterstadt der Zombies, ein Zombie am Glockenseil und Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Und gerade dieser Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, läuft eben an diesem 10.10. im Com-Kino mit Live-Untermalung vom Komponisten selber, mit Band. Wow. Wir schauen mal quasi den Film an, Voodoo, und hören wir die Musik live. Und das ist schon mega geil. Es müsste sich umtun. Es gibt, glaube ich, allgemein nur 200 Tickets für das Ganze. Wer den Film schon kennt, der sagt, ja geil, schauen wir uns einmal so. Wer den Film noch nicht kennt, sagt, ja, Bildungslücke, ich muss da unbedingt hin. Also wie gesagt, 10.10. Voodoo, Schreckensinsel der Zombies live mit Musik vom Meister persönlich. Voll geil. Wie alt ist der junge Mann? Na, was werden der sein? Auch schon 70 ist er. Also ich weiß nicht, das ist jetzt rein ins Blaue geschossen, aber keine Ahnung. Aber es ist schon jedes Semester. Okay. Und jetzt pass auf, jetzt sind wir schon bei den Italienern sind. Dann mache ich jetzt nur einen Film, den ich gesehen habe. Und zwar habe ich, wie wir in Italien waren im Urlaub, habe ich, weiß nicht, bei Instagram, bei Viva la Movilusion ist es meine auch, da haben wir es geteilt, den Reel, quasi, da habe ich mir einen Comic gekauft von Dylan Dog, nennen sie das. Das ist ein italienischer Horror-Comic in Schwarz-Weiß. Und die Zeichnungen, Illustrationen dieses Hauptcharakters ähneln brutal Rupert Everett. Und dieser Rupert Everett Charakter findet quasi jetzt Verwertung in den Film Della Morte dell'Amore, im amerikanischen The Cemetery Man. Und ist quasi also Ableger, also entfernter Ableger von eben diesem Dylan Dog Comic. Und ich habe feststellen müssen, wie ich den Film eingeschmissen habe, dass ich den noch nie auf Deutsch gesehen habe und bis jetzt auch immer geschnitten. Also ich habe diese VHS gehabt, eben von Cemetery Man aus Amerika, und die war gekürzt. Und jetzt habe ich mir endlich einmal diese Uncut-Version gekauft auf Deutsch und habe mir den jetzt nochmal angeschaut, weil ich den als sehr gut in Erinnerung gehabt habe. Der Film ist gewachsen. Ich habe dem vorher 3,5 Sterne gegeben mit einem Herz. Jetzt haben wir bei 4,5 Sterne mit einem Herz. Ganz starkes italienisches Kino der späten, der Mitte der 90er, sagen wir es so. Die italienische Filmindustrie war zu der Zeit schon hübsch am Arsch. Und das ist quasi einer von den letzten großen Genrefilme. Gerade ist der von Michele Soavi, der Azubi mag ich nicht sagen, aber dem sein Lehrmeister war der Dario Argento und hat auch unter Leitrat wie Mario Bava, Lamberto Bava und Joe D'Amato. Also der war bei den ganz Großen mit dabei. Sagt halt auch mit seinen Filmen, dass er denen nichts nachsteht. Und bei Cemetery Man oder Della Morte dell'Amore geht es darum, dass der Francesco Della Morte auf einem Friedhof in so einem kleinen italienischen Städtchen ist. Und da ist er der Friedhofswächter. Mhm. Mit seinem geistig gleich zurückgebliebenen Spätzl Nagi. Und der Friedhof hat die Eigenschaft, dass die Toten nach 6 bis 7 Tagen nach einer Einbuddelung wieder aufstehen als Zombies. Okay. Und genau. Und das ist allgemein bekannt, oder wie? Das ist allgemein bekannt. Aber man muss dazu sagen, der Film ist sehr surreal. Also der bestimmte Sachen, die da in dem Film passieren, darf man nicht für bare Münze nehmen. Es passiert ganz viel im Subtext. Es ist ein wenig poetisch, das Ganze. Es ist ein bisschen Fantasy, es ist ein bisschen Horror. Wie gesagt, es passieren Sachen, dass dieser Francesco Della Morte schlimme Sachen macht mit lebendigen Leuten noch, aber nie kommt dem einer drauf, obwohl aber sein Auto am Tatort gesichtet worden ist und so. Also man gespannt dann auch am Schluss, auf was das Ganze hinausläuft. Ich mag jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber es ist ein sehr surreales Ding und man darf eben nicht alles glauben in dem Film, was man sagt. Da darf man ruhig einmal ein bisschen hinter die Ecken ein bisschen schauen, wenn man auch ein bisschen kombiniert, um was jetzt in dem Film eigentlich geht oder warum bestimmte skurrile Sachen so sind, wie es sind. Und der Film punktet einfach mit blutige Details, Kopfschüsse, cooles Zombie-Make-up,
Er ist super atmosphärisch, dieser Friedhof ist wunderbar. Dann haben sie auch noch mal in so einer Krypta mit Totenköpfen und so. Also von der Atmosphäre her, von den Kameraführungen ist das wirklich ein ganz wunderschöner Film. Kann ich absolut nur empfehlen, nur der ist momentan irgendwie von der Verfügbarkeit, den glaube ich, kann man nirgendwo streamen. Den muss man sich, wenn dann, wirklich irgendwie kaufen. Genau. Okay. Oder bei dir vorbeischauen. Ja, eher nicht. Kommt's nicht bei mir vorbei. Na. Also, wie gesagt, cool, hat mir wieder super gefallen, aber der Humor ist manchmal ein wenig gewöhnungsbedürftig, fast schon ein bisschen so infantil, weil so Sachen, wo ich sage, ja, ich weiß auch nicht, jetzt fast schon ein bisschen Slapstick, was jetzt da eigentlich gar nicht so reinpasst, so schon fast als ein Braindead-Humor ein bisschen. Auch die ganze Atmosphäre, es geht von Braindead nicht so viel ab. Es ist nicht annähernd so blutig, aber er ist halt ähnlich skurril auch. Und wie gesagt, und am Ende gleitet der Film halt dann total ab, dass du dann irgendwann sagst, 20 Minuten bevor er gar ist, ja, was ist denn jetzt überhaupt los? Bis dann eben diese Auflösung kommt und du sagst, ja, jetzt weiß ich eigentlich fast noch weniger, um was das eigentlich die ganze Zeit gegangen ist, aber der hat durch das dann einen totalen Rewatch-Potenzial. Dass du sagst, okay, vielleicht kann man sich im Internet nochmal was nachlesen, um was es geht, oder wie sie die verschiedenen Interpretationen sind, wie manche Sachen in dem Film auszulegen sind, und dann schaut man sich den nochmal an, und wie gesagt, unterhaltsam ist er ja, und er hat wirklich so Sachen drin, einer Frau wird quasi beim Autounfall der Kopf abgetrennt. Und dann kramst die Frau aus, und wie eben die Business as usual so ist, wir stellen die Zombies wieder auf oder die Leute wieder auf, gerade bei der halt nur der Kopf, und der rettet halt, geht aber dann auch am Bonus oder hin, wie wenn er so schweben darf oder so. Ganz seltsam. Oder es wird ein Motorradfahrer, der stirbt, und der wird dann quasi, wenn der dann aufsteht nach seinem 6. oder 7. Tag, spricht er mit seinem Motorrad durch den Boden durch im Friedhof. Also es ist schon ein abgefucktes Ding. Deswegen wisst ihr, was euch einlässt, aber der Film ist auf alle Fälle wert. Wie heißt der? Della Morte, dell'amore. Wunderschön. Ich glaube, wenn du mal Italienisch sprichst, das macht einen schon heiß. Und, ja, weil wenn du mit Leidenschaft über einen Film sprichst, dann macht mir das eigentlich nur wirklich heißer. Ja. Da hast du jetzt wieder voll. Vielleicht, weiß ich ja nicht, ob jemand vom Cineplex zuhört, können wir ja da was organisieren, dass wir da vielleicht so eine kleine Vorstellung machen können. Und dann macht der Mike ein Intro. Das ist jetzt so ein Film, der mir auskennen, ja. Und ich darf mir da gerne noch mal anschauen. Also, großes Ding. Sehr schön. Ja. Also ich habe nur einen Film dabei, aber ich werde jetzt erstmal nur über was anderes reden. Und zwar, ich war endlich, und ich muss sagen, es war einer der schönsten Abende in diesem Jahr, auf dem The Kiffness-Konzert in Backstage in München. Ich habe es geliebt. Es ist einfach traumhaft, wie man aus kurzen Katzen, Hunde, lustigen Videos Musik machen kann. Und David Scott, aka The Kiffness, hat auch gezeigt, dass er als Musikproduzent nicht nur ein musikalisches Talent vom Rechner hat, sondern er gleichzeitig wirklich eine Stage zum Beben bringen kann. Und ich war mit dem Kani da und mit dem Corby, einer unserer Hörer, nicht ich. Du willst gerade sagen, was ist los? Ja. Was ist los? Und die haben auch sehr viel Spaß gehabt. Wir haben dann gleich danach gesagt, okay, da wird wieder hingegangen, sobald der da ist. Und wir haben uns getraut, dass wir dann bis zum Schluss angestanden sind, damit wir nur ein Foto mit ihm machen können. Und ich habe einen kurzen Schnack mit ihm austauschen können. Es war wunderbar. Ich habe zu ihm gesagt, hey, I brought these guys here to the concert. Und dann schaut er so und sagt so, next time bring more. Aber warum war nicht viel los, oder was? Doch, eigentlich schon. Er war in der größten Stage von Backstage. Okay. Und in meinen Augen war das auch voll. Aber ja. Es war im Zwingen, aber dann kriegt er den Krong nicht voll, oder? Ja, eben hier, der wird immer abgehobener. Na, wird er nicht. Echt grimmiger, geiler Typ, und ich freue mich schon auf die ganzen neuen Sachen. Er hat auch erst vor kurzem ein Musikvideo aus der Trump-TV-Debatte gemacht, wo der Trump sagt, dass die Leute in Springfield die Hunde und die Katzen essen. Und das hat er auch bei uns auf dem Konzert zum ersten Mal live gespielt, und das war mega gut. Also, sehr zu empfehlen, wer den noch nicht kennt, ist über die Pandemie groß geworden. Okay. Weil ihm da ein bisschen langweilig war und sie dann gedacht hat, ja gut, aussieht der wie auch nicht, dann mache ich halt irgendwas im Internet. Sehr sympathisch, toller Mensch und coole Musik. Ja, schön. Schon. Und ich war mal wieder draußen. Schon schön. Und wie lange hat es dann angestanden für den Burschen? Gute Stunde. Eine gute Stunde.
Ja. Er hat auch wirklich, das muss man ja mir eigentlich fast zugute halten, aber mir hat es ein bisschen genervt, er hat mit jedem so lang geredet, wie die mit ihm reden wollten. Und dann irgendwann stehst du da und denkst, oh, ich muss wirklich wieder arbeiten, ich muss den anderen Typen da wieder zurückfahren zu seinem Auto. Geht's weg. War auf jeden Fall cool. Kani, da jetzt wahrscheinlich auch wieder schwärmen von der einen Katze, wo mir jetzt der Name empfallen ist, die dann mittlerweile sogar schon gestorben ist. Ist der vom Konzert gestorben? Na, das wird nicht, die Tiere sind nicht live da. Nicht? So ist aus der Konserven. Ich meine, der stehen die Viecher da und dann quetscht das aus. Miau. Das ist so wie beim Monty Python, oder? Ja. Mit der Mausorgel. Zum Beispiel. Der voll der Beschiss, der macht das live. Er macht es ja live, er mischt es alles live. Wahnsinn. Du hast da nix angeschaut. Doch, Nein, einmal habe ich die gezwungen an meinem Geburtstag. Ja, deinem Geburtstag, da hast du uns das Ding in Endlosschleife um die Ohren ballert. Das war geil. Mike sitzt gerade da und nickt. Ja, voll. Komm, ich kann nicht dagegen schmerzen. Wenn du so Feuer und Flamme bist für etwas, da freue ich mich mit dir mit. Oh, das ist aber schön. Gut. Und mein letzter Film, den sparen wir jetzt nur auf. Okay. Jetzt darfst du erst vorher nur die Leute ein bisschen ansticheln und die können sich jetzt überlegen, mal, was für Doku oder Anime oder irgendein Dreck hat er nur dabei. Kruzifix. Ich habe einen Film, das war zwar jetzt kein großes Highlight, aber er war nett zum Anschauen. Und er hätte so viel besser sein können, wenn er ein wenig mehr Kohle gehabt hätte. Und zwar geht es um Morgue. Der deutsche Titel ist Der Tod schläft nicht von 2019. Das ist entweder ein mexikanischer Film ist das, der quasi, wie der Name schon sagt, in einem Leichenschauhaus spielt. Und ein Mann hat da des Nachts Schicht und wird dann von Geistern und unglaublich grauslichen Sachen heimgesucht, die ihm seine Arbeit in der Nacht zum Horror machen. Hat man alles schon mal irgendwie gesehen, nur ich fand, dass die Atmosphäre ziemlich cool war. Der Film selber schaut zwar greislich aus, weil er so digital draht ist. Er schaut total steril aus. Am Anfang ist mir das ja gerade so krass aufgefallen. Nur in dem Moment, wo man dann in diesem Leichenschauhaus sich befindet und da ja eben auch alles so klinisch ist, hat es wieder voll passt. Und der Film zeigt da jetzt nichts, was irgendwie neu ist, aber mit diesen Möglichkeiten, die gehabt haben und mit diesen Budgets, die gehabt haben die wirklich einiges rausgeholt. Die Atmosphäre ist cool, er hat ein paar Jumpscares drin und ein paar Sachen, wo du sagst, boah, ich kann jetzt gar nicht hinschauen, wenn du am Ende vom Raum auf so einem Tisch, also eine Gestalt siehst und dann flackert das Licht geht aus und dann weißt du genau, wenn jetzt das Licht angeht, das Viech steht jetzt vor dir oder springt den Hauptdarsteller an oder irgendwie so. Er spielt schon mit ein paar so Sachen, spielt ein bisschen mit den Erwartungen. Hat ein paar seltsame Sachen drin, wo ich sage, ja, da muss ich jetzt einen Corbin zitieren, vielleicht ist er als Kurzfilm vielleicht ein bisschen besser aufgekommen, weil storytechnisch funktioniert er nicht so, weil er halt eben auch so gut wie nichts zum Verzeihen hat. Und wir haben eben nur diesen Wachmann, der an seinem PC sitzt oder an seinem Fernseher und dann diese Überwachungskameras checkt. Und dann sagt er was oder läuft er wohin und dann reimen sie ihn wieder auf, weil irgendwas Gruseliges ist. Und dann am Anfang ist es halt nicht so schlimm, das ist einmal klappert die Tür oder irgendwas und das Ganze wird halt dann immer schlimmer. Und ja, wie gesagt, als Kurzfilm war das wahrscheinlich effektiver gewesen. Aber im Großen und Ganzen war das ein solider Geistergrusler mit einem komplett beschissenen Ende. Das Ende hat leider gar nicht funktioniert. Eben dann, was noch passiert, während der Abspannschuss laufen anfängt, habe ich mir auch gedacht, was macht's denn jetzt? Jetzt reißt alles das, was ihr jetzt aufgebaut habt, reißt sich jetzt mit dem Arsch wieder ein. Was macht's denn? Und mir ist Win. Aber haben sie gemacht, ne, was möchtest du machen? Wie gesagt, wenn man mal wieder, jetzt auch vor Halloween, wenn man wieder mal irgendwie Futter sucht für irgendeinen Gruselabend oder ja, dann kann man sich den Morgue auf alle Fälle einmal anschauen. Wieder deutscher Titel, Morgue, der Tod schläft nicht. Kein großes Highlight, aber auch kein Ärgernis. Kann man sich gerne mal reintun. Und jetzt erst vor kurzem ein Release gekriegt bei Bush Media. Wenn ihr euch jetzt denkt, wie 2019, den habe ich ja noch nie gehört, was ist da los? Ja, der ist bei uns jetzt erst vor kurzem rausgekommen. Stimmt, Kabi, danke sehr. Danke sehr. Also der Film ist Ada, aber er ist top aktuell bei uns rausgekommen von Bush Media. Danke sehr. Nervenzerreißender Horror im Stil von Paranormal Activity. Naja. Ist das Found Footage? Na, eben das. Jetzt dann sie mit diesen Titeln versuchen sie wieder Leid abzugreifen. Aber im Stil von Paranormal Activity. Also interessant, okay.
Na. Es ist eher so wie dieser Nightwatch, Nachtwache. Ich weiß nicht, ob du den kennst mit dem, ich glaube, da gibt's einen dänischen Film und das Remake ist mit McGregor, glaube ich, Ian McGregor. Und nur, dass da halt wirklich nicht um einen Serienmörder geht, sondern eben um handfeste Geistererscheinungen. Okay. So kann man sich den eher vorstellen. Corby, jetzt haben wir dein Highlight. Oder ja, ja, hast du da nichts mehr, oder wie? Ja, einen habe ich noch. Okay, ja, einen habe ich noch. Und wer weiß, vielleicht haben wir den gleichen. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht, das darf mir jetzt wundern. Ja, ich habe mir das letzte Mal inspirieren lassen, als du von der, wie heißt die gute Dame, Salika Shamalalam gesprochen hast. Ja. habe ich mir gedacht, ja, Moment einmal, ihr Bab hat doch auch vor kurzem erst einen Film rausgebracht, und zwar Trap, No Way Out. Hast du gesehen? Ich hab noch gesehen, ne? Und? Mit dem Josh Hartnett und mit der besagten Saleka, die spielt da auch mit. Die spielt nämlich die Lady Raven. Diejenige, die das Konzert macht. Ah, okay. Und wer das Glück gehabt hat, und ich muss jetzt nur mal betonen, das Glück gehabt hat, nicht den Trailer zu sehen, weil das dir die erste halbe Stunde schon ordentlich versaut, wenn man den Trailer gesehen hat. Ja. Dann ist man da schon in so einer Story drin, wo man denkt, okay, da kommt irgendwie der Twist schon relativ früh, aber es ist eigentlich ganz cool. Es geht um einen Vater, der mit seiner Tochter auf ein Konzert geht, eben zu der besagten Lady Raven, und dann irgendwie merkt, boah, leck, da sind aber ganz schön viele Polizisten, und dann erfährt, die Polizisten suchen nämlich einen Serienmörder, und zwar The Butcher, und dieser Serienmörder ist angeblich auf dem Konzert. Und tja, vielleicht ist ja der Vater der Serienmörder. Ja, okay, ja, der ist es. Und es geht natürlich dann darum, wie kommt er da wieder raus. Ja. Und in dem Trailer hat man halt schon viel gesehen, was, wie schon gesagt, in der ersten halben Stunde passiert. Gott sei Dank, weil die erste halbe Stunde ist schon so abwechslungsreich und spannend, dass ich mir nicht ganz sicher war, ob das jetzt echt der ganze Film ist. Ja. Weil dann wäre ich richtig sauer gewesen, weil eben der Trailer da schon so viel verraten hat. Und als ich dann aber gemerkt habe, okay, der geht jetzt erst richtig los, da war ich schon wieder etwas besänftigter. Es ist jetzt kein Weltklasse-Film, aber es ist eine echt gute Unterhaltung. Also ich habe Spaß gehabt. Mhm. Ich habe jetzt schon ein paar Kritiken gelesen, die regen sich dann drüber auf, was will er denn sagen? Will er Thriller sagen oder will er Comedy sagen? Ich denke mir, ist doch egal. Also es ist einfach mal wieder... Ach so, Comedy, geht das in die Richtung oder was? Ja, er ist halt... Er ist ja gut drauf, ne? Also der Hartnett oder was? Er hat schon Spaß bei dem, was er macht. Ich fand mich die ganze Zeit eigentlich sehr gut unterhalten. Ich habe einen richtig tollen Abend gehabt. Ja, dir schwebt halt die ganze Zeit diese M. Night-Sphäre vor. Also weißt du, da wo du halt dann denkst, wie bei Old, boah, was kommt dann am Ende nochmal für ein Twist und was weiß ich. Ja. Da muss ich sagen, das ist halt doch eher halt ein Psychothriller. Es ist jetzt weniger Mystery, wie man das normalerweise gewohnt ist. Aber ich kann den sehr empfehlen, weil, wie schon gesagt, gerade wenn man den Trailer nicht gesehen hat, dann hast du die erste halbe Stunde schon so viel Spaß. Es kommen ein paar Szenen vor, wo man denkt, boah, heute, das macht er jetzt doch nicht wirklich. Und der Josh Hartnett kann so ein Psycho schon richtig gut verkörpern. Cool. Also ich hätte schon Angst vor dem. Hat der Film auch wieder diese Night M. Shyamalan Schlusspointe, wie so manch andere von seinen Filmen? Na, es kommt was Pointenähnliches vor, aber es ist halt jetzt nicht sowas wie bei Old. Mhm. Es ist jetzt nicht sowas wie bei The Sixth Sense oder so. Nix, wo du dann da sitzt und du denkst, boah, voll der Mindblow, sondern es ist halt so, okay, passt irgendwie zum Rest vom Thriller. Ich habe halt ein paar Sachen für mich mitgenommen, also zum einen, dass ich den Josh Hartnett irgendwie nie so richtig am Schirm gehabt habe. Mhm. Ich habe dann auch noch mal nachgeschaut, wo der sonst so mitgespielt hat, und dann, als ich dann Sin City und so gesehen habe, habe ich gedacht, okay, stimmt. The Faculty. Da hast du das Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Und ich fand M. Night selber, der kommt auch wieder kurz vor, total sympathisch. Seine Tochter kann echt gut singen. Also die ganzen Songs, die da drin vorkommen, sind tatsächlich von ihr performt. Okay. Sie hat so ein ungewöhnliches, aber trotzdem sympathisches Gesicht. Also dafür hat der Film halt auch bei mir nochmal so ein paar Sympathiepunkte einfach gekriegt, und
Ja, echt ein solider Unterhaltungsfilm von Mr. Shyamalan. Schön. Das ist aber eben mit diesem Reveal von der Story, da ist ja das immer so eine Sache, gell? Vor allem, das war mit Abigail, war es ja ähnlich so, wenn du jetzt gar nicht gewusst hast, was mit dem Mädel ist, was da ja aber der Trailer schon sagt, dann war es wahrscheinlich auch cool gewesen, aber ich glaube, dass diese Produzenten oftmals darauf aus sind, dass du diese Grundprämisse eigentlich weißt. Und deswegen, glaube ich, haben sie das auch einfach so mit Neido, weil mir war von Haus aus klar, dass er ein Serienmörder ist, weil ich das sogar in der Story-Synopsis, wenn ich das irgendwo lese, ist sofort schon, schaut nicht dieser Serienkiller und dann wird er Falle gestellt in einem Stadion. Das ist immer sofort diese Prämisse. Wenn ich Abigail irgendwas lese... Also tatsächlich ist das nicht schlimm, dass du das weißt, dass er der Serienmörder ist? Das denke ich mal. Weil der Film ja auch Trap heißt und wie schon gesagt, hätte der Trailer jetzt noch mehr aus der... Also wenn man es jetzt dritteln würde, dann ist praktisch in dem ersten Drittel alles vom Trailer drin. Okay. Das heißt, du hast wirklich nur das erste Drittel so leicht versaut, sag ich jetzt mal. Aber du hast im zweiten und im dritten immer nur Spaß. Ja, schön. So muss es sein. Ja. So sind wir eigentlich. Und das ist halt auch so was, wo ich mir dann auch denke, ja okay, scheiße, blöd, dass ich den Trailer gesehen habe. Andererseits, ja gut, wenn es jetzt den Film natürlich vermarkten willst, was willst du denn machen? Ja, das ist ja das. Irgendwas muss die Leute hinschmeißen, gell? Ja. Das ist allerweil das. Kennt die Krampf schon. Gut, das waren meine Bäh und Warlex. Wie schaut's bei dir aus? Was ist jetzt dein großes Highlight? Ich bin sehr gespannt. Also mein absolutes Highlight des Monats war Land of Bad. Land of Bad oder Bands? Bad. Das Land der Bösen. Land of Bad. Für mich bis jetzt 2024 stand September der beste Actionfilm 2024. Der war super, der war gerade außer, der hat sich am Anfang schon mit cool um seine Figuren gekümmert. Jeder hat ein bisschen so seine Ecken und Kanten gehabt. Also ein Trupp, alt eingesessener Navy Seals macht da so einen Spezialeinsatz Antiterror. Und haben einen Hemsworth dabei. Jetzt weiß ich nicht, ums Himmels Willen, ich kann diese ganze Hemsworth-Brut nicht mehr auseinanderhalten. Es ist auf alle Fälle nicht der Thor, es ist der andere, der mit Miley Cyrus rumgemacht hat. Ey, das sind zwei. Was? Das sind zwei Hemsworths. In dem Film? Ja. Ja. Der Liam und der Luke. Luke, genau. Aber der Liam war der mit Miley Cyrus rumgemacht hat, oder? Ja, sag mal, wie viel gibt's denn da noch? Ich weiß nicht, wir sind jetzt nur 3 auf einen Schlag. Also mir ist dann aufgefallen, dass der ja quasi dann zu dritt sind, dass da in dem Team noch einer dabei ist. Und wenn du die zwei in dem Film die Gesichter zusammenschmelzen darfst, da hat Chris Hemsworth rausgekommen. Weil der eine ist eher so der Milchbubige und der andere ist so der Raubierlige. Und die, wenn es zusammenmischt, dann kommt der Chris raus. Okay. Ja gut, es geht aber jetzt um den Film selber. Und dieser Einsatz, den die machen, der geht schief. Und die werden voneinander getrennt. Und dann sehen wir quasi nach einer richtig coolen Einführung dann diesen Leidensweg vom Hemsworth und seinem Team da durch den Dschungel. Und wir haben dann weniger auf so einem anfangen tut als so ein Man on a Mission Film, ein paar Navy Seals, irgendein Einsatz und dann haben wir es mit einem richtig coolen Survival Thriller zum Tor, dass die quasi dann Munition wird wegen, der Empfang ist schlecht, mit dem man sie verständigen können mit der Basis. Die Besen oder die Terroristen sind überall und so und da zirkt der Film jetzt schon brutal Spannung aus. Und auf diese, dass du am Anfang siehst, wie cool, dass es deine Charaktere einführt, wie gern, dass du die magst, bist du voll wie am elektrischen Stuhl daheim. Also ich fand das wirklich extrem spannend, was die da machen. Und die hat teilweise ziemlich brutale Szenen drin, ein paar so richtige Gewaltspitzen, wo ich sage, ja, das ist ja fast wie in die 80er. Die Action ist richtig cool inszeniert, hat er richtig Wucht. Wir haben auch richtig coole Explosionsszenen. Auch nicht nur CGI, sondern wirklich echte Explosionen. Und da haben Szenen dabei in der Nacht, also ein Bombenangriff. Und voll schön. Also das schaut wirklich so schön aus, dass du die Beutel wirklich an die Wand hängen kannst. So toll ist das inszeniert. Aber die Action ist nicht nur
richtig geil inszeniert, sondern es ist halt auch, wenn's die Ding haben, so Nahkämpfe oder so, da ist die Kamera dann so nah dran, dass das Ganze total unübersichtlich wird. Das hat mich ein wenig gestört. Das war jetzt einer von den wenigen Sachen, die mir jetzt bei dem Film wirklich gestört haben, weil, ja, wie gesagt, du bist so nah dran, dass du irgendwie total den Überblick verlierst. Und das hätte eigentlich nicht braucht, weil die andere Action, die ist auch so kernig inszeniert, und das hat er halt einfach nicht braucht. Aber bei diesen Nahkämpfen, da wollten sie halt einfach wahrscheinlich nochmal irgendwann draufsetzen. Keine Ahnung. Ja, und es sind manche Sachen dabei, manchmal wiederholt sich der Film ein wenig oft, dass man sagt, okay, jetzt wird der gefangen genommen und dann wird der gefangen genommen, dann müssen sie den rausholen, dann wird der andere wieder gefangen genommen. Aber auf diese, dass der Film so ein hohes Tempo hat und so eine coole Action liefert, kann man diese Negativpunkte gern vernachlässigen. Aber der Film funktioniert super als Man-on-a-Mission-Film, als Survival-Thriller und ist absolut zum Empfehlen, ist bei Amazon Prime im Abo enthalten. Also kann sich jeder anschauen. Und er ist vom William Eubank. Ja, den kennen wir auch, gell? Ja, den haben wir auch schon öfter in diesem Podcast erwähnt. Ja, ich glaube, war sogar unsere zweite Folge, oder? Was wir miteinander aufgenommen haben. Das war Underwater. Das war der Eubank, das war der, wo ein Ding gemacht hat. Helf mir. Extraction, Tyler Rake, Extraction. Nein, den hat er nicht gemacht. Den hat er nicht gemacht, dann wird's mir leid, dann bist du mit Underwater richtig. Da kommt der Hemsworth vor. Na, so war's dann. Deswegen bist du gerade... Das kann also. Ach, dann war das der mit Underwater. Okay. Underwater und Paranormal Activity Next of Kin hat der. Ja, genau, der war ja auch nicht schlecht, gell? Ja, The Signal und Love No, aber keine Ahnung. Also The Signal, da habt ihr eigentlich, glaube ich, damals schon darüber unterhalten, aber Love, keine Ahnung. Ist jetzt das wirklich rein Action oder kennt man da nur irgendwie andere Elemente drin vor bei Land of Bad? Also ich sage jetzt mal, es ist schon 70% auf jeden Fall Action. Also es hört sich anders was. Und was wir halt nur dabei haben, wo ich gesagt habe, sie nehmen Kontakt zu einem Team auf. Es spielt der Russell Crowe noch mit. Ja. In einer super, super geilen Rolle. Der ist quasi der Pilot von so einer Drohne. Und der ist quasi immer über einer und gibt da immer geile Kommentare ab. Das kriegt sie quasi in Amerika die ganze Zeit mit seinen Vorgesetzten und geht denen total auf den Sack. Und dann ist er wieder total fokussiert, hat wieder sein ganzes Headset und alles auf und fliegt diese Drohne und nimmt immer Kontakt auf zu den anderen und macht einer Mut und hilft einer und so. Und das, was der Film da, diese Dynamik, die er da rauszieht, ist absolut toll. Auch wenn es jetzt wirklich totale Action ist, aber es ist auch so Suspense-Momente dabei, wo sie die Hauptfiguren verstecken unter irgendeiner Wurzel oder sowas und er gibt von oben Anweisung. Geh ein bisschen rechts, ein bisschen weiter weg und Ding. Da kommt jetzt einer von Nordost und ist in 30 Sekunden bei dir und so. Und da zirkt halt der Film eine unglaubliche Spannung aus. Und diese ganze Kombination aus dem Ganzen, ja, macht halt den Film für meiner Seite eine totale Empfehlung. Er wird schon weggeschossen. Ja, dann ist es doch eigentlich einen kleinen Blitzer wert, oder? Also Russell Crowe ist wahrscheinlich zu beleibt mittlerweile, dass er da mit durch den Dschungel schon. Es ist schon einer von den Filmen, wo er schon gut beieinander ist. Und ja, aber das steht ja. Er ist halt der Gemütliche jetzt, das passt doch. Und immer geil daher in richtig, dumme spricht die ganze Zeit seine Vorgesetzten ans Bein pinkeln und so. Da haben dann ein paar Schmunzler dabei und dann wird's wieder voll ernst, wenn wir dann wieder im Einsatz sind und so. Und ja, schön. War sehr, sehr unterhaltsam. Ja, cool. Und jetzt hätte ich nur noch eine Sache, über die ich reden kann. Du bist jetzt komplett weg, oder was? Ich bin absolut fertig, ich bin am Boden. Okay. Soll ich noch eine Sache raushauen? Ist das Doku? Nein. Haus raus. Ich habe wieder mal einen User-Treff gehabt. Aha. Und zwar einer von unseren Hörern, der Franz, mit dem gehe ich hin und wieder jetzt ins Kino. Und da haben wir schon Alien Romulus angeschaut. Und dann hat er mich angeschrieben, ob wir uns nicht Beetlejuice anschauen wollen. Und das habe ich natürlich genutzt und haben uns Beetlejuice angeschaut. Ich war zwar jetzt nicht restlos begeistert, aber es ist ein guter bis sehr guter Film geworden. Er hat zwar so seine Problemchen, über die ich gleich noch was verzeihen werde, aber so im Großen und Ganzen haben wir es da jetzt auch mit einem stark verspäteten Sequel zum tun, nicht mit einem stark verspäteten Prequel, sondern mit einem stark verspäteten Sequel, das wirklich wie das ein Herzensprojekt vom Tim Burton wirkt. Er hat wirklich wieder all diese Elemente drin, die diesen alten Film so besonders gemacht haben, sei es Stop-Motion,
sei es es ist wieder nichts gerade in dem Film, wenn in dem Moment, außer Beetlejuice schon mal gesehen habe ich. Ja. Gut, in diesem Jenseits, wenn es sind, da ist ja nichts gerade. Das ist alles schief auf schräg und diese ganzen Figuren, die da dabei sind, alle haben irgendwie, sagt man noch, eine Todesarten und so und die an diesem Jahr auch wieder total kreativ. Und da zirkt der Film so viel Spaß raus. Und wirklich, weil du wieder sagst, okay, es ist wieder so wie früher, aber halt mit moderner Technik einfach. Ich glaube, dass das jetzt nicht wirklich mit Stop-Motion auch gemacht worden ist, so diese Sandwürmer oder so. Aber es ist so animiert, dass es ausschaut, wie wenn es Stop-Motion-Animationen waren. Und das macht halt zum Charme vom Film, tragt halt das unglaublich viel bei. Und das sind halt die absoluten Pluspunkte. Genauso wie der Michael Keaton natürlich als Beetlejuice, der da viel mehr Screentime hat in dem Film, wie in dem aus den 80er. Und weil er genau weiß, die Leute wollten einfach singen. Die wollten auch singen, Beetlejuice beim Saudum der Herren, irgendeinen Schweinskram machen oder irgendwas. Dabei ist der Film für eine Freigabe ab 12 recht freigiebig. Wenn ich den Vergleich habe und sage, okay, ich darf da einen 6-Jährigen mit ins Kino nehmen, weil schon diese Regelung ist ja, für einen Film frei ab 12, der ist dann 6-Jährigen in Begleitung von einem Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten mitnehmen, ist der Film auf alle Fälle viel zu krass. Da haben wir zum Beispiel eine Szene dabei, so eine Paartherapie, die richtig gory ist. Also da, wo ich auch gesagt habe, war krass. Oder auch die Schlusspointe vom Film, also da geht's schon mal so richtig zur Sache. Also er traut sich auch ein bisschen was, weißt du? Es ist nicht nur so weichgespült für die heutige Generation, sondern er zeigt, was er kann. Eine richtig coole Schwarz-Weiß-Szene haben wir drin, wo man sieht, wie der Beetlejuice entstanden ist, die total an so Mario Bava oder die alten Coffin Joe-Filme erinnert. Also man kennt schon, dass der Tim Burton da wieder Sachen drin hat, die er selber auch geil findet. Nicht, weil es Disney jetzt gesagt hat, mach Dumbo oder mach irgendwie was, sondern er hat jetzt gesagt, er macht jetzt das, was er selber gern singt hat, was er gern macht, was er gut kann. Und ich mir fast behaupten, dass das der beste Tim Burton Film seit 23 Jahren ist. Mit Abstand. Okay, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay. Wie kommt denn die Frau Ortega da in Szene? Hervorragend. Ja? Die Frau ist immer on point. Sie ist jetzt zwar nicht so dieses Gothic Girl, wie es in Wednesday ist, aber das ist ja weiter hier ihre Mutter, die Winona Ryder, die anscheinend auch ein Vampir sein muss. Die altert nicht, die Frau, die schaut immer noch so aus wie im 80er Beetlejuice, das ist brutal. Und Jenna Ortega, die sehe ich halt von Haus aus gern. Das ist zwar jetzt nicht die mega Schauspielerin, aber die ist sympathisch und die passt da in solche Rollen immer geil rein. Und sie ist halt eine Bereicherung für den Film, finde ich. Nur ein Kritikpunkt, den ich habe, eine von 2 große, ist, dass einfach mittlerweile zu viele Figuren sind in dem Film. Du hast quasi diese Originalbesetzung immer noch mit dabei, die man aus dem 80er-Film kennt. Und es kommen aber auch noch neue dazu. Und irgendwann ist es dann so unübersichtlich teilweise. Und der Film braucht am Anfang wirklich eine Dreiviertelstunde, bis er ein wenig in Schwung kommt, weil er halt so viele Figuren hat und jedem möchte ein bisschen Zeit geben und jeder gehört ein wenig eingeführt, Motivationen herzeigt, was dem Tempo nicht gut tut. Zum Beispiel der Tim Burton hat schon wieder seine neue Puppe drin im Film, Monica Bellucci. Ich sag die Frau immer gern, die ist Granaten. Aber die ist nur in dem Film drin, dass man sagen kann, ja, die ist da drin. Die hat überhaupt nichts zum Tor, die hat nichts zum Song, die kommt am Schluss und dann ist wieder weg und du sagst, das war's jetzt? Das war's? Okay, na gut, hilft nicht. Aber der Beetlejuice hätte ich gesagt, der Tim Burton hat wieder mal eine von seinen Puppen in einem von seinen Filmen drin. Das du anders machen. Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt wirklich, es sind zu viele Leute, allgemein. Es sind einfach zu viele Leute und zu viel so Nebenplots oder irgendwie, aber ja. Und dann, der Film hat meiner Meinung nach viel zu viel Gesangseinlagen und Tanzeinlagen. Der Originalfilm hat ja auch 1 oder 2 drin, glaube ich, und das war halt ein wenig on point und Ding und war halt nicht gar so lang gezogen. Aber dieses ganze Finale ist eine lange Gesangs- und Tanzeinlage. Und das war so krass nervig, das hat einem bei mir locker einen Punkt gekostet, weil das überhaupt nicht passt hat. Das war so lästig mit der Zeit. Und das ist einfach schade, weil der Film eigentlich so an sich rund war. Er wirkt eben wie ein Herzensprojekt, nicht nur wie irgendein billiges Legacy-Sequel, weil jetzt müsste man was machen, weil irgendwie müsste man noch ein paar Euro von den Leuten rauskitzeln, sondern wirklich so einer sagt, ich möchte das gerne noch mal machen, ich hätte noch was zum Verzeihen und man gespannt ist auch.
Aber wie gesagt, es sind ein paar Sachen dabei, die mich gestört haben. Aber was weißt du nicht schon, ich bin ein alter Mann. Und, aber im Großen und Ganzen kann man den gut anschauen. Michael Keaton immer gut. Jede Szene mit ihm ist Gold. Und ja, also Beetlejuice kann man anschauen, ist von meiner Seite her eine Empfehlung. Ja, und für Michael Keaton ist es doch auch schön, dass da endlich mal eine Fortsetzung gekommen ist und seine ganzen alten, ikonischen Figuren und Charaktere da nochmal so ein kleines Auferstehungswunder durchleben. Richtig, toll. Richtig. Und es ist auch noch eine Sache dabei, ich habe mich gewundert am Anfang und ich habe mich gefragt, bevor ich schon in den Film rein bin, was machen sie mit Jeffrey Jones? Der ist ja im Originalfilm der Vater von der Winona Ryder und hat ja in den letzten Jahren negativ Publicity gemacht, weil er nackte Bildchen von Kindern irgendwie am Laptop gehabt haben soll oder irgendwie so. Ist auf jeden Fall jetzt ein rotes Tuch in Hollywood, weil er ein Drecksau ist. Und der ist aber auch wieder im Film drin. Nur, es wird saugeil erklärt, warum dass er so zum Singen ist, wie er zum Singen ist. Das mag ich jetzt gar nicht spoilern, weil es eine coole Idee ist. Er kommt vor, man sieht sein Gesicht nicht, aber man weiß, dass er es ist. Und die Tatsache, wie er quasi in Anführungszeichen in Hollywood sein Gesicht verloren hat, ist mega geil. Und wie er dann den ganzen Film über rumläuft, das ist Comedy Gold. Das ist ganz stark. Okay, bin ich gespannt. Weil ich habe schon vor, dass ich mir den auch noch reinziehe, hoffentlich im Kino. Und wir haben auch schon ein paar. Du hast vorhin User-Treff gesagt, ich da jetzt das mal lieber als Hörer bezeichnen. Ich kenne die Bezeichnung User-Treff nur aus anderen Genres. User-Treff nur aus anderen Genres. Okay, dann sage ich ja nichts zu mir anders. Auch Erwachsenen-Genre. Du, Kabi, bist ein Schwein. Was? Ja. Moi? Ja, weil du so Schweinskram schaust. Was ist denn los? Du, ja. Auf jeden Fall, wir haben schon ein paar Hörer gefragt, ob wir den schon besprochen und gesehen haben, weil sie haben viele Fragen. Also anscheinend wirft der Film einige Fragen auf und die Leute haben Redebedarf. Weiß nicht, was da los ist. Okay. Also, wenn es ist, schreibt es in die Kommentare, wir können gerne drüber reden. Ich wüsste zwar nicht was, weil er doch recht straight von der Erzählung her ist und so. Zum Ende hin lässt er sich halt auch noch ein Türchen offen, wo man sagt, ja, da kann es jetzt ein Beetlejuice geben. Und ich bin dabei. Also, wenn es so weitergeht in der Art und Weise, dann schaue ich weiter. Kein Problem. Ja. Ist doch cool. Ja. Ist doch cool. Ist doch ein schöner Abschluss für heute. Ja, auf jeden Fall. Natürlich geht uns der Kani mal wieder ab. Andererseits, jetzt würdet ihr zum Schluss nur die traditionelle Katzenstory hören. Ich habe keine. Also ich habe keine Katz. Von dem her enden wir eher auf der Note, dass wir sagen, bitte, jetzt reißt sich einmal zusammen und macht ein verdammtes Steady-Abo. Die hauen in letzter Zeit so guten Stuff da raus. Ja. Und wir haben, der Mike und ich, wir haben uns die Mühe gemacht und haben über Hellraiser 2022, 2 Jahre später, endlich mal geredet. Ja, und gut auch noch. Gut haben wir geredet. Wie gut, also wirklich, wie gut diese Folge ist, das werdet ihr nur dann erfahren, wenn ihr euch einmal wie schon gesagt, die Mühe macht und in Steady reingeht und da mal reinlunzt. Ja. Macht's das, weil wir sind es wert. Das ist wirklich, Geld ist nie besser angelegt gewesen. Für alle, die kein Geld haben oder behaupten, sie haben keins, dann bitte macht's halt was anderes, was Gutes für uns. Ein paar Kommentare, teilt diesen Podcast in die Welt, tragt es hinaus und schreit, wow, cool. Richtig. Genau so. Und wenn es irgendwo hingeht, soziale Netzwerke oder so, überall sind wir fast vertreten. Und lasst uns ein Like da. Schreibt uns, Habitäre, jetzt bin ich da, schön, dass ich euch gefunden habe. Und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns immer, wenn es ist zu Herz. Wir freuen uns auf Kommentare, wie gesagt. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch ein bisschen was hören. Wenn ihr ein Geld beilaufen macht, freut uns das natürlich auch. Und ja, machen wir einfach so weiter, oder? Genau. Schreibt uns bitte in die Kommentare, was habt ihr den Monat sonst nur so gesehen? Was ist uns vielleicht durch die Lappen gegangen? Ja, dann müssen wir das in den Oktober einbauen. Ja. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Also vom Jenseits sind wir auf jeden Fall. Vom Jenseits? Ja. Okay, ist eine Beetlejuice-Anspielung. Ja, natürlich. Oh, ich muss mir den ersten Mal auch wieder anschauen. Ja, unbedingt. Großes Kino.
Also Corby, ab jetzt. Nicht immer Dokus, sondern einmal wieder mal was Klassisches. Schwierig, wenn immer so gute Dokus rauskommen. Dann, tschüss, bis dann. Servus.